Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Und ich bin gerade so hyped, um die Podcast-Folge aufzunehmen. Einfach vor allem aus dem Grund, weil ich auf meiner neuen Couch sitze. Ja, okay, für euch absolut nichts Spezielles. Wahrscheinlich merkt ihr nicht mal einen Unterschied, weil von der Farbe her sieht es viel gleich aus, aber es ist halt viel grösser. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen da. Und für die nur hören und das Video nicht schauen, die merken sowieso nichts, aber ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen wohler da auf dieser Couch. Nein, also sie ist viel grösser. Ich würde sie euch auf jeden Fall mal zeigen. Irgendwo in einer Story. Nein, ich will ein YouTube-Video machen von meiner ganzen Wohnung dann. Und ich bin jetzt eigentlich stetig am Filmen, seit wir die Wohnung bekommen haben und was mir dann neu dazugekommen ist und so. Und unsere Erfolgsmoment. Nein, keine Ahnung, also ich bin gespannt, wie das YouTube-Video wird. Aber ja, ich liebe unsere Couch. Es ist so toll. Es ist einfach, es ist so geil, wirklich. Und übrigens, wir haben uns mega gefragt, ob es sich lohnt, Geld zu zahlen. Also weißt du, wenn du etwas bestellst, also eine Couch zum Beispiel, kannst du noch bestellen, dass sie es auftragen sollen oder dass sie es noch zusammenbauen oder irgendwie so. Und Can und ich, also wir haben gesagt, zusammenbauen tun wir selber, weil das ist nicht so schwierig bei dieser Couch. Aber wir haben uns überlegt, ob wir zahlen zum Auftrag oder nicht. Wir sind so hin und her. Und wir so, okay, komm, wir machen es gleich. Ich weiss gerade ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Aber es war jetzt schon nicht so, nur 5 Stutz gewesen, weißt du, so. Ich glaube, es ist schon, ich weiss es nicht mehr, um die 40 bis 100 Stutz, irgendwie so. Also viel zu teuer eigentlich. Aber wir haben uns gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach, weil wir wohnen irgendwie, keine Ahnung, halt im 2. Stock. Und jetzt haben wir das gemacht. Und ich bin noch nie, also ich schwöre, das war mein bestes investiertes Geld gewesen. Das sind so 2 Typen gewesen, die haben irgendwie 4 oder 3 so richtig riesige Päckchen aufgetragen. Also richtig, das zweite, sie haben nachher so einen roten Kopf gehabt. Und ich habe schon gesagt, oh mein Gott, Can, zum Glück. Nein, oh mein Gott, also das hat mir richtig leid da, aber ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen musste. Darum, falls ihr Couch bestellt oder irgendetwas Fettes, wo wirklich mühsam ist, dann investiert euch das Geld, ich sage es euch. Das ist wirklich sehr gut, haben wir das gemacht. Voll. Und ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, ich freue mich zwar mega auf die Podcast-Folge, aber ich bin so ganz ein bisschen gestresst, weil wir haben, warte mal, wie spät ist jetzt? 18.55 Uhr, also in einer Stunde, also am 8. Uhr, kommt mein Bruder und seine Begleitung bei uns auf Besuch. Und ich glaube, ich habe sogar in der Podcast-Folge schon darüber geredet, dass es mega weird ist, dass ich jetzt einfach ausgezogen bin, kein Erwachsen, und jetzt einfach meinen Bruder auf Besuch, ich lade mich Raclette essen, da bei uns zu Hause. Und wir müssen jetzt alles nachher noch ready machen und so. Und ich muss noch duschen, weil meine Haare sind so fettig. Voll. Aber ich freue mich mega. Ich glaube, es wird richtig lustig. Und ich freue mich irgendwie, auch wenn wir noch keinen Esstisch haben, immer noch nicht, aber wir essen nachher irgendwie so am Boden. Wir haben so Tischsätze und so. Ich glaube, ich tue das nachher einfach so ein bisschen cute einrichten und dann den Weihnachtsbaum machen und so. Das könnte recht cute werden. Und jetzt haben wir endlich unsere neue Couch, da können wir nachher dann also ein bisschen chillen. Das ist sehr geil, ich freue mich. Aber ich bin also ein bisschen... Aber ja, eigentlich ist es easy. Ich habe eine ganze Stunde. Ich würde ja nicht eine Stunde lang labern. Das lange eigentlich easy. Ja, ich muss jetzt einfach entspannen. Dann habe ich morgen noch einen Dreh. Ich weiss aber schon gar nicht mehr, was ich erzähle mittlerweile. Also kann ich mal dem und dann weiss ich gar nicht mehr, ob ich das in der Podcast-Folge jetzt erzählt habe oder nicht. Aber ich habe morgen jetzt einen Dreh, also die nächsten 2 Tage. Und es wird so stressig, ich weiss nicht, oh nein, jetzt ist der Ton von meinem Laptop an. Aber ich muss schnell ausschalten. Du Scheissdreck. Ich weiss gar nicht, ob ihr das gehört, aber es ist mühsam. Ja, darum, ich bin relativ nervös, vor allem, weil es ein Dreh ist, wo ich organisiert habe. Also nicht irgendwie ein Dreh, wo jetzt irgendwie... Also ich bin nicht vor der Kamera, es ist nicht für YouTube oder sonst irgendwie so Mini-Social-Media-Kanal, sondern für mein Studium. Und zwar machen wir ein Webvideo, also eine Dokumentation, ein Porträt über eine Person. Und ich habe da einen recht starken Protagonist, und zwar, also mit einer mega starken Story. Und zwar hat er seine Schwester verloren an einem Todesdelikt. Und es ist nachher herausgekommen, dass der Ehemann sie umgebracht hat. Und das ist jetzt genau ein Jahr her, am 16. Dezember. Und wir gehen das morgen am 13. und am 14. Dezember aufnehmen. Also es wird crazy. Und ich weiß nicht, es ist so mein erster richtig grosser Dreh, wo ich so selber alles organisieren mit so einer richtig fetten Kamera. Also die ist wirklich fett, ich habe richtig Angst. Weißt, wenn so Mini-Kameras sind, dann kenne ich mich so ein bisschen aus und dann bin ich so ein bisschen entspannter. Aber wenn so eine fremde Kamera ist, so richtig fett, so, es hat nur schon keinen Autofokus, du musst den ganzen Fokus immer selber einstellen und den ISO und alles. Ja, ich weiß nicht. Es ist einfach viel komplizierter und ich habe relativ Angst, dass irgendetwas nicht funktioniert. Und ja, aber ich bleibe positiv. Ich glaube, das wird ganz cool und er ist auch ein mega, mega cooler Dude. Und ich liebe so Leute, die dann so ein bisschen auch hyped sind und ich habe das Gefühl, er freut sich auch relativ. Und
denkt auch mit, das ist einmal sehr geil, Leute, die mitdenken. Also, darum, ich habe noch ein bisschen Angst, aber ich glaube, es wird mega cool. Voll, es ist einfach so mein erstes Mal, oder? Boah, jetzt, Alter, das war eine geile Überleitung. Okay, das war echt voll keine Überleitung, merke ich gerade. Aber das erste Mal, wir reden eigentlich voll nicht über mein erstes Mal heute, aber wir reden über mein Sexleben. Geil! Nein, irgendwie ist das voll das intime Thema, aber ich finde es auch spannend und ich habe auch schon mit meinen Friends darüber geredet und das ist mega blöd, aber irgendwie, I don't know, also ich habe noch nicht komplett alles von mir analysiert, aber es ist mir einfach schon aufgefallen, dass ich teilweise andere Denkensweise habe als viele Friends von mir. Oder ich sage mal, ja, als die meisten vielleicht in meinem Alter so. Es kann sein, dass das so in mir rein ist. Es kann aber sein, dass es aufgrund, weil ich anders aufgewachsen bin. Ja, ich will eigentlich jetzt gar nicht so fest um den heißen Brei reden, sondern straight sagen, dass, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, nein, warte mal, ich muss jetzt sparen. Also, wie soll ich das sagen? Es ist mir gerade unangenehm. Nein, also, ich weiß noch nicht, wenn ich den Podcast wird nennen, aber keine Ahnung, in unserer Gesellschaft ist es doch oft so ein Ding, dass man heutzutage mega oft Friends Plus hat oder so One-Night-Stand oder irgendwie so. Auf jeden Fall Sex ohne Feelings, also dass man das komplett trennt und dass es mega viele Leute da draussen gibt, wo easy Sex haben und das kann einmalig sein und sie sehen die Person nachher nie mehr. Und es kann aber auch einfach ein Kollege sein und am nächsten Tag begegnest du und es ist, als wäre nichts gewesen. Und für mich ist das so unvorstellbar. Nein, also, wie soll ich das sagen? Ich habe eigentlich immer so für mich so ein bisschen gewusst, ich glaube, One-Night-Stand wäre weniger mies so. Jetzt auch Friends Plus, weil ich einfach ein Mensch bin, der allgemein relativ schnell Feelings aufbaut und einfach sonst den Gedanken, mit jemandem intim zu sein, wo ich keine Feelings habe, wo ich kein Vertrauen habe, kein Gefühl, I don't know, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so mit dieser Person dann intim zu sein. Für mich ist das so, eben, mit so viel Vertrauen und ja, ich weiß nicht, irgendwie verbinde ich Sex mit Liebe, aber nur mit dem. Und ich habe das Gefühl, es gibt mega wenig, die das auch so sehen und darum habe ich gedacht, es wäre das irgendwie mega spannend, mal darüber zu reden. Ich bin, eben, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen gewusst, dass es jetzt weniger mies wäre und so, aber es ist so lustig. Ich bin letztes Jahr ist das gewesen, mit 2 Friends in Mykonos gewesen, mit 2 Kolleginnen und wir haben so einen Abendtag gehabt, man kennt's. Und dann haben wir über das Thema geredet. Und dort habe ich plötzlich gemerkt, sie zwei sind eben so voll, ja, easy, ist sogar nice sein und so. Also wir haben so eine richtig spannende Diskussion gehabt. Und es kommt lustig, es gibt actually einfach einen Begriff für das. Also mittlerweile gibt es ja für mega viele Sachen einen Begriff heute, was gut ist, aber ja, keine Ahnung, ich würde mich jetzt nicht irgendwie labeln so, keine Ahnung. Aber und zwar, es heisst demisexuell. Das heisst, man kann nur eine sexuelle Beziehung mit jemandem eingehen, wenn auch noch emotionale Gefühle dabei sind. Und ich habe das so spannend gefunden. Es hat dann so einen Online-Test gegeben, den wir machen können. Also so teste dich, also so jetzt nichts auf richtig ernst, weißt du so. Und dann haben wir so zusammen, also das dritte haben wir so gefragt, das zweite. Sie war schon am Pennen, die andere. Egal. Sie haben so eine Frage beantwortet und immer so jedes Mal so, was? Nein, was doch? Und so. Ich muss echt den Test schnell für holen. Ich wüsste nicht, ob ich den auch wieder finde. Vielleicht passt es auch voll nicht, weil ich jetzt letzte Woche schon einen Test gemacht habe mit euch. Und, was haben wir gemacht? Love Language Test mit dem Can. Nein, aber es ist einfach mega spannend, weil viele Sachen für mich so logisch und selbstverständlich waren und sie es so anders gesehen hat. Und das habe ich so spannend gefunden, dass es so unterschiedlich ist. Und ich finde es auch mega, also ich weiß ja gar nicht, wieso dass das bei mir so ein Ding ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja bis jetzt noch nie, ich bin bis jetzt noch nie mit jemandem intim gsi, wo ich nicht in einer Beziehung war. Also heisst, kein Gefühl hatte. Also ja, mit intim meine ich jetzt wirklich mehr sexuell, jetzt nicht einfach ein Kuss so. Ein Kuss, das finde ich easy. Ein Kuss mit jemandem haben, wo ich keine Feelings habe, das kann easy. Aber sobald es wirklich intim wird mit Vorspiel und halt Sex, dann merke ich so, das könnte ich glaube nicht. Also ich wüsste, also für mich ist das wirklich, wenn ich mir vorstellen muss, also ich weiß es auch nicht. Ich finde es so spannend, das Thema. Ich kann ja gerne mal eure Meinung so in Kommentare schreiben. Aber ich merke auch, dass ich eine Person erst richtig attraktiv finde, wenn
ich sie wirklich kenne vom Charakter. Also, das sind jetzt mega so 0815, ja, Charakter zählt. Aber ich hatte zum Beispiel nie wirklich so Celebrity-Crushes gehabt. Also ich kann schon sagen, wenn ich jemanden hübsch finde, aber für mich ist es dann nicht gerade attraktiv und oh mein Gott, so, boah, das klingt gerade voll so, ja, bei mir sind nur Charaktere, ich bin nicht so oberflächlich. Nein, aber ich meine es really, so als Real Talk irgendwie. Ich merke, dass ich eben noch nie so einen Celebrity-Crush hatte. Oder zum Beispiel auch so die TikToker, die so TikToks machen, so Elevator Boys-Content. Mich zieht, das ist so spannend. Ich und meine Kollegen, wir schicken damals so Sachen, oder haben früher geschickt. Und ich finde ganz andere Sachen attraktiv an Elevator Boys Content. Also, wie die Elevator Boys nicht kennen. Die machen halt so, keine Ahnung, so, ich schaue, wie hübsch ich bin, so ein bisschen zu der Musik singen und so ein bisschen hot aussehen und, keine Ahnung, so ein bisschen Point of View, mir in die Augen schauen, oder keine Ahnung, einfach so ein bisschen der Content. Und zum Beispiel meine Kollegin, sie findet alles voll nice, wenn er irgendwie hot ist und wenn er, keine Ahnung, wenn es schön ist. Nein, weiß doch nicht. Einfach so ein bisschen hot, also wirklich gut aussehen. Und ich merke, mich turnt es an, das voll viel. Ja, ich finde es eher attraktiv, wenn er irgendwie so, wie soll ich sagen, so sympathisch wirkt. Das klingt voll blöd. Aber nicht hot, sondern sympathisch. Also so das Lachen und I don't know. Ich finde es gerade voll schwierig zu erklären, aber vielleicht hat es ja gar nicht mega mit dem einen Thema, also mit dem anderen mega zu tun. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe das einfach irgendwie mega spannend gefunden, aber es mich jetzt mal gleich schnell wundert. Vielleicht finde ich ja, warte, ich muss schnell das WLAN wieder einstellen, aber vielleicht finde ich ja so einen Test, das wäre eigentlich mega lustig. Da, ich habe ihn gefunden. Okay, es sind 10 Fragen, ich lese es einfach schnell vor und ich könnte dann auch vielleicht mitmachen. Also, dein Kumpel, ich sage jetzt immer Typ, weil ich halt auf Typen stehe, aber ich könnte es ja dann umwandeln. So. Dein Kumpel zeigt dir, deine Freundin zeigt dir einen hübschen Mann. Sie schwärmt total von ihm. Was denkst du? Was ist voll kompliziert. Also, schön ist die Person auf jeden Fall, aber das war's dann auch. Das Schwärmen verstehe ich jetzt nicht so ganz. 2. Verstehe ich. Er ist wirklich heiß. Wow. 3. Kann ich nachvollziehen, aber ich frage mich, wieso die Person wohl so drauf ist. Bei mir ist das so ganz klar eins, so, ja, die Person ist mega hübsch, weißt du, so, aber so, das wirklich so Schwärmen, so wirklich so ein Crush haben auf so ein Celebrity oder irgendwie so, das ist so, I don't know. Hast du so etwas wie ein Celebrity Crush? Oh, wow, das ist sogar genau die Frage, oh mein Gott. Ja, nein, habe ich nicht wirklich. Und vielleicht, ja, das ist simpel. 3. Frage, hattest du außerhalb einer Beziehung schon Sex? Ja, das sind halt literally genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe. So, nein, habe ich noch nie gehabt. 4. Würdest du einen One-Night-Stand haben? Okay, es ist literally genau das, was ich gesagt habe. Ja, hatte ich auch schon, nein, und möchte ich auch nicht, hatte ich schon und ich mochte es nicht. Oder vielleicht schon, aber ich weiß nicht, wie es mir gefallen würde. Bei mir, nein. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Eben, ich muss halt sagen, ich bin seit 5 Jahren in einer Beziehung. Mein erstes Mal war mit Can. Es ist jetzt wie, ich habe keine andere wirklich Sex, also wenn es um Sex geht, keine andere Erfahrungen. So. Und ich kann es mir eben auch nicht vorstellen. Und das ist auch spannend. Ich hatte mega lange Angst vor dem Thema Sex, weil, also, was heisst Angst? Aber irgendwie, sobald ich irgendwie mit jemandem etwas angefangen habe mit Daten oder irgendwie so, habe ich mega lange Angst gehabt, oh mein Gott, die Person will sexuell mit mir. Und ich will eigentlich lieber zuerst mich verlieben und eine Beziehung aufbauen und das Vertrauen und zusammenkommen und dann erst Sex. Und das war immer so unterbewusst gewesen. Und darum, ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt und wow, ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass ich mich schnell verliebe. Und das kann schon auch so ein bisschen ein Grund dazu sein, dass ich immer Angst gehabt habe, dann weiterzumachen. Also ich habe mega gerne jemanden kennengelernt und keine Ahnung, so eine Brillenphase und lustig und das haha, hihi, verliebt sein. Aber sobald ich gemerkt habe, die Person will langsam so intim und also weißt du, so einen Kuss und so von mir aus rummachen, so, also mit rummachen, also rumknutschen, das ist mir easy, aber da ist nachher wie so Grenzen. Und sobald ich habe zum Beispiel mit jemandem mal etwas angefangen. Ich bin jetzt 16 und er auch 18. Und ich habe damals halt schon immer gesagt, ich will mich erst mal mit 18 haben. Ich habe das auch immer so ein bisschen gesagt, zu mir selber irgendwie, ja, zum anderen Typen dann halt zu sagen, ja, ich will eigentlich keinen Sex. Das ist dann mega blöd, aber I don't know.
es war wie so ein bisschen mein Dings gewesen. Und er hat dann irgendwie so einen Spruch gemacht von, ach ja, dann ist es ja nur noch 2 Jahre oder irgendwie so und dann können wir. Einfach so, also das hat mich so abturnt im Fall. Er war mega lieb gewesen, aber es war wirklich, weiß nicht, ich habe das Gefühl, das war so der Main Point gewesen, es hat mich so, ich weiß nicht, eben, wenn es jetzt normal entstanden wäre, dass wir nachher zusammengekommen wären und ich habe wirklich Feelings aufgebaut und alles, dann wäre es ja vielleicht dann schon irgendwann dazu gekommen und dann wäre es ja nicht egal gewesen, wenn ich jetzt noch nicht 18 gewesen bin, aber der Spruch, der hat mir so Angst gemacht, oh mein Gott, er will und ich will eigentlich noch nicht und ja, okay, wir machen weiter mit dem Quiz. Wie fühlst du dich dabei, wenn andere von ihren aufregenden Partyaffären erzählen? Von nice, da kann ich vielleicht selber mal was davon umsetzen. Damit anfangen kann ich nichts viel und mir ist es sogar eher unangenehm, wenn ich daran denke. Ich kann zwar nicht mitreden, höre aber zu. Das ist mir jetzt schwierig, weil ich finde so Partyaffären, also weißt du, was heisst das so? Ich finde so, wenn du in den Club gehst, okay, ich bin jetzt in der Beziehung, aber wenn du in den Club gehst und vielleicht mal mit jemandem dort rummachst oder irgendwie so, das stelle ich mir auch nice vor, so ein bisschen spannend, spicy, aber eben dann nachher zu dieser Person heimgeht, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Ja, was soll ich jetzt da antworten? Ich tue gar nicht, ja, scheiß drauf, es ist eigentlich nur für euch. Also, 6. Frage, angenommen, du gehst zu einem Date, die Person sieht wirklich gut aus, aber sie hat eine wahnsinnig langweilige Persönlichkeit. Eine Beziehung wird das wohl eher nicht. Würdest du trotzdem mit der Person schlafen? Fix nicht! Alter, fix nicht! Das nimmt mir jetzt Wunder, für jemanden, der jetzt das so meinen Punkt nicht nachvollziehen kann und so One-Night-Stand auch nice findet, könntet ihr auch mit einer Person ins Bett gehen, wo der Charakter oder Persönlichkeit absolut langweilig ist oder ihr nicht auf einem Vibe sind? So. Und man wirklich nur Personen vom Aussehen attraktiv findet, weil das stelle ich mir ganz schlimm vor. Nein, das geht einfach nicht. Das ist überhaupt keine Connection da. Connection, ich glaube, das ist so ein guter Punkt. Das ist so gut, also ja, Connection ist bei mir, glaube ich, so die Aussage, die ich so brauche. Ich brauche so eine Connection. Und die kann ich wirklich nur haben, wenn ich so... Ich glaube, da könnte ich Friends Plus eher nachvollziehen. Aber da kannst du mir ja nicht erzählen, dass dann gar keine Gefühle im Spiel sind. Wenn ich mir jetzt einen Kollegen vorstelle, wo ich obviously null Feelings habe, dann finde ich da ja auch null anziehend, mit dem ins Bett zu gehen. Ja gut, vielleicht ist es jetzt wirklich auch schwierig, weil ich in einer Beziehung bin. So, obviously finde ich dann jetzt allgemein, bin ich nicht so auf dem Ding, dass ich jetzt andere mega, also ihr wisst, was ich meine, so. Aber ich kann es mir halt literally auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt voll Single wäre. Ich weiß es nicht. Aber ja, die Antwort ist einfach so, ja, manchmal und irgendwie nicht. 8. Frage, was ist dir am wichtigsten beim Sex? Oh, spannend. Erstens, dass beide Seiten zufrieden sind und Vorlieben befriedigt werden. Zweitens, dass die andere Person erfahren ist und auch was kann. What the fuck? Ist das so das Ding? Vielleicht. Drittens, dass Vertrauen da ist, damit ich mich gehen lassen kann. Ja, drittens, dass Vertrauen da ist, damit ich mich gehen lassen. Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, wenn ich ein One-Night-Stand mit jemandem hätte, dann muss ich mich doch irgendwie auch so ein bisschen gehen lassen. Beziehungsweise, also nicht das Ziel von Sex und Orgasmus muss sein, aber ich könnte, glaube niemals das so richtig geniessen und mich komplett gehen lassen beim Sex mit einer fremden Person. Und dann obviously will es gar keinen Orgasmus geben. So. Also wie, I don't know, es muss ja nicht eben, es muss nicht einen Orgasmus geben. Und es gibt ja nicht immer einen Orgasmus, wenn alles stimmt mit der richtigen Person etc. Aber ich glaube, ich könnte das wie gar nicht enjoyen. Ich könnte mich eben gar nicht so gehen lassen und so das geniessen. Also ich wäre die ganze Zeit angespannt, oh mein Gott, da ist eine fremde Person und ich bin da nackt und die Person, die sieht mich und ich weiß nicht. Vielleicht ist es so ein Selbstwertgefühl-Problem, aber ja, ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen das Ding. Ich will nicht sagen, dass ich mega Probleme habe mit meinem Körper, aber irgendwie, ich weiß nicht, es wäre wirklich unangenehm, mich vor einer fremden Person dann so auszuziehen. Und ich stelle mir bei einem One-Night-Stand, jetzt habe ich vergessen, was mein Punkt eigentlich war. Doch, jetzt weiss ich es wieder. Perfekt. Wenn du intim bist mit einer Person, die du nicht kennst, dann machst du ja eigentlich das, was du vielleicht bei einer vorherigen Person schon mal gemacht hast, oder wenn es das erste Mal ist, wo du es machst, dann machst du vielleicht, weil du es mal gesehen hast, oder machst einfach, oder vielleicht erklärt es die andere Person, was ihr gefällt, oder irgendwie so. Und wenn du ja in einer Beziehung bist, okay, das sehe ich bei Friends Plus dann auch immer, dann weißt du ja irgendwann, was die andere Person nice findet und
du getraust dich vielleicht auch, das wäre mir auch ein Punkt, ich würde jetzt bei einer One-Night-Stand niemals mich getrauen, Sachen ansprechen, hey, mach mal ein bisschen mehr so und das gefällt mir und ich bin mehr der Typ, der das fühlt. Ich glaube, ich könnte mir das nicht getrauen zum Ansprechen. Auch wenn es eigentlich mega gut wäre, aber ich glaube, es wäre mir, glaube ich, zu unangenehm. Auch wenn das eigentlich mega geil ist, wenn du das kannst. Und ich glaube, ich könnte es halt wirklich erst eben, wenn ich in einer Beziehung bin oder wenn ich wirklich Feelings, ich weiß es nicht. Oder die Umfrage könnte das sein, aber ja. Ja doch, das ist echt die gleiche Umfrage mit Feelings oder eben in einer Beziehung. So, 9. Frage. Was ist dein Ziel bei einem Date? Boah, das ist auch so das Ding. Alter, jemanden daten und beim ersten Mal schon ins Bett, das könnte ich auch niemals. Und ich habe so viele Friends von mir, die das manchmal erzählen. Ich bin so, was? Ich bin so, wenn der erste Kuss beim Date ist, dann ist so, oha, Alter, wir sind einfach gerade schon beim Kuss. Boah, das ist auch spannend. Jetzt kommen mir gerade so viele Themen in den Sinn. Ich rede immer von mir und meiner Kollegin, weil wir reden sehr oft über so Themen. Und sie zum Beispiel sieht Sex, also es gibt, ich sag mal wie so ein Stegeli, wo man sich immer mehr nähert. Also, keine Ahnung, das erste Mal, also Stufe 1 ist ja vielleicht so ein bisschen Flirten und jetzt von der Intimität ist Stufe 2 dann vielleicht ein Küssli oder ein Händchen heben oder irgendwie einfach ein Körperkontakt und das dritte ist ein Kuss, das vierte ist ein Ummachen und so weiter, bis es irgendwann halt immer intimer wird. Und ich finde es spannend, weil meine Stege ist so, dass es vorher so die Intimität ist mit so Petting-Sachen, also mit Vorspielsachen, so mit zum Beispiel Oralverkehr oder mit den Händen. Nein, für mich ist es vorher mit der Hand, dann Oral und Sex ist zuoberst. Das ist für mich so, mehr intim geht für mich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber das kann auch gut sein, dass das bei mir so ein Ding ist, weil ich vielleicht gläubig aufgewachsen bin. Das wollte ich auch sagen. Ich bin halt gläubig aufgewachsen, also keine Ahnung, ich habe es auch schon in der Öffentlichkeit gesagt, meine Mama hat das erste Mal eine Hochzeitsnacht gehabt, so, von dem her, für mich ist es normal gewesen, dass Leute in meiner Umgebung das erste Mal eine Hochzeitsnacht hatten und ich habe auch als Kind das Gefühl, dass das bei mir so wird der Fall sein. Und darum ist wahrscheinlich so Sex dann so als mega die grosse Glocke gehängt worden. So, oh mein Gott, das ist das Ding, Alter. Ja. Aber ja, was ist dein Ziel bei einem Date? Auf jeden Fall die Person kennenzulernen. Okay, warte, ich lese mal vor. Herauszufinden, was ich an der Person mag, sowohl äußerlich als auch innerlich. Eine schöne Zeit miteinander verbringen und vielleicht auch eine schöne Nacht. Oder 3. Die Person so gut es geht kennenzulernen. Ich wäre irgendwo bei 1 und 3. Ja, also die Person so gut es geht kennenzulernen, ist ja dann irgendwie egal, ob du sie, also für mich ist es ja, wenn ich sie würde daten, also ich bin allgemein nicht so ein Date-Fan, sage ich dir ehrlich, ich glaube, ich würde mich erst in jemanden verlieben, wenn ich so zuerst mit dieser Person irgendwie befreundet bin oder irgendwie so, aber ich glaube, bei mir heisst zuerst herausfinden, also einfach so herausfinden, was ich an dieser Person mag, ob ich sie mag, ob es ein Vibe ist. Ja. Okay, letzte Frage. In was für eine Person verliebst du dich eher? Wow! Okay, spannend. Erstens, meist Leute, die ich zum ersten Mal sehe, Liebe auf den ersten Blick mäßig. 2. Freunde von Freunden meistens. Oder 3. bekannte Freunde. Bei mir safe 3. Also ich glaube, so Liebe auf den ersten Blick würde bei mir absolut nicht funktionieren. Könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mich auch so zack, bumm verliebe. Ich glaube auf jeden Fall nicht. Nein. Also wirklich so also ich sehe die Person und bin so, oh mein Gott, das ist so eine nice Person, ich muss sie kennenlernen. Nein, und Freunde von Freunden. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ja, kommt darauf an, wie eben, wenn du sie so siehst. Aber ja, ich müsste dann eben auch in einer Party sehen, nachher mit denen reden, aber dann ist ja dann auch schon, sind sie auch schon Bekannte. Also ich glaube, bei mir ist eben so das Ding, so bekannte Freunde, mit denen zuerst so ein bisschen auf einem Vibe sein. Und allgemein, das ist jetzt auch so ein bisschen meine Meinung zu so Dates. Ich glaube, ich stelle mir das so unangenehm vor und ich glaube, ich hätte so Angst vor dieser Haltung, dass man dann, wenn man am Date ist, dass der Pressure so hoch ist von wir sind jetzt da, um zu schauen, ob der Vibe da ist und eventuell könnte etwas entstehen, dass man ich weiß nicht, das ist mir so unangenehm. Ich glaube, ich muss eine Person zuerst kennenlernen, ohne den Pressure, also ohne diese Erwartungen, ob es jetzt was könnte werden oder nicht, weil du redest einfach, lernst dich kennen, weil du einfach dich gut verstehst, weil du einfach, und das ist nicht irgendwie mit dem Hintergedanken, wir könnten mal irgendwie uns verlieben oder irgendwie näher kommen oder Sex haben, nein, sondern einfach kollegial und einfach einen Vibe haben, so, und dann erst könnte ich mich, glaube verlieben, wenn es wirklich so der Pressure nicht da ist. Aber ja, es nimmt mich jetzt mega Wunder, was eure Meinung zu dem Ganzen ist, ob ihr euch da komplett gar nicht seht, was meine Meinung ist, oder vielleicht auch komplett schon.
Weil, ich weiß es nicht, wenn ich so mit meinen Friends rede, dann bin ich immer so die so die andere Meinung hat. Und, also ja, wir sind halt so ein bisschen Dreiergruppe. Und sie eher so ein bisschen eben auf einem anderen Vibe, von dass das voll kein Problem sei und so. Und ich kann es mir halt wirklich nicht so vorstellen. Aber du, wer weiß, falls ich mal irgendwann wieder Single wäre, vielleicht lebe ich dann ein komplett Sexleben mit One-Night-Stands, 7 One-Night-Stands in der Woche. Wir wissen es auf jeden Fall nicht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Ich hoffe, es war nicht zu fest ein Wirrwarr gewesen, weil ich habe mir jetzt absolut keine Notizen gemacht und habe einfach so ein bisschen, keine Ahnung, einfach so ein bisschen drauf losgelabert, auch weil es mir so ein bisschen unangenehm ist, das Thema. Also nicht, was heisst unangenehm, einfach so das Thema Intimität und Sex. Es ist halt einfach sehr ein persönliches Thema und keine Ahnung, ich rede da lieber einfach so ein bisschen drauf los, so, ohne mir viel Gedanken zu machen. Das finde ich jetzt auch bei gewissen Sachen irgendwie fast nicer, weil falls ich jetzt eine Memo würde für meine Kollegin oder so machen oder für euch persönlich da, dann würde ich mir jetzt auch nicht mehr die Gedanken machen, sondern einfach drauf loslabern. Ja, aber ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Lasst ein Like da. Nein, wir können noch keine Likes geben. Aber lasst ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ich glaube, die Glocke kann man actually aktivieren. Aber nein, ich freue mich vor allem auf einen Kommentar und auf eine Abstimmung. Das macht mich sehr happy. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Mein Bruder kommt in 40 Minuten. Boah, ich bin echt gut in der Zeit. Jetzt kann ich nicht duschen. Boah, das ist super. Oh, gut. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, whatever. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.